Warte mal, Nein, zu spät, zu spät. Sprichst du das Intro? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Viva la Movilusion. Es ist hier so eine Art Rebellensendung, weil es ist ein Buddy-Talk-Spezial, Corby-Spezial, kann man eigentlich fast so sagen. Ich habe nämlich heute mal nicht einen Kane und einen Mike dabei, sondern zwei mindestens genauso sympathische Menschen. Und von dem her, lasst euch überraschen, was diese Folge bringt, weil wir sind selber überrascht. Ja, stellt euch vielleicht mal vor, wer seid ihr? Fängst du vielleicht an? Ich? Ja. Thomas habe Hose, grüßt euch. Ich schaue gerne Filme, ja. Genau. Das war es eigentlich schon. Woher kennst du uns? Ja, weiß ich nicht, woher kenne ich die? Ich kenn Erm. Und über Erm kenne ich die. Die kenne ich eigentlich gar nicht. Hallo, das ist der Trauzeuge, oder? Ja, da. Ja, man muss jetzt in 10 Jahren sprechen. Okay. Wir kennen uns halt einfach schon ewig. Du warst halt einfach da. Ich war. Mittendrin warst du einfach da. Ja, das ist ein wenig zeitversetzt, kann es sein? Ja, das ist ja jetzt, das war das, was ich vorher der Aufnahme zu dir gesagt habe, sei bitte nicht verwirrt, weil wir schauen ja praktisch, ob in den Chat dann auch irgendjemand. Also, wenn ich jetzt wink, dann sagt man das erst in ein paar Minuten. Mhm, Aber. genau. wir waren da jetzt nicht, weil die Zuschauer sind. So, und wer bist du? Ich bin der Matthias Josef Manuel Hermann, wohnhaft in Rosenheim, 83022. Robert, so kannst du die Adresse sagen im Internet. Ist Du nicht bist so ein bisschen dämlich, ja. Komm jetzt rausschneiden? Nein, das ist live. Nein, es ist live, ja. Ich heiße Richard. Stimmt. Na, ich bin der Tizi, bin der Bruder vom Kabinian und Schwester von Thomas. Und wir machen einmal im Quartal Buddy Talk, weil wir uns so selten sehen. Traurig, Eigentlich, weil es eigentlich egal ist, was ich so tue das ganze Jahr. Ne? Und deswegen haben wir gesagt, einmal im Quartal treffen wir uns. Das letzte Mal waren wir im Phantasialand. Jetzt sind wir in Eingsburg, in der Seniorensuite. In welchem Hotel? Im Sodat. Im Borat Hotel. Wir würden nur einmal gerne einen Shoutout an das Sorat Hotel aussagen. Da ist morgen Sektempfang. Und wie geht das weiter? Ja, die Jungs sind begeisterte Fans von unserem Podcast Viva la Movilusion und haben gesagt, Kruzifix Corby, du machst es jetzt seit 3 oder 4 Jahren. Wie schaut's aus? Wir wollen mitmachen. Und der Tizi hat einen richtig tollen Film gesehen, da wollte er uns davon verzeihen. Und dann hat er angefangen, hat dann gestoppt und hat gesagt, ja, warum nehmen wir keinen Podcast auf? Und dann verzeih mal, was hast denn du so gesehen? So habe ich das nicht gesagt. Okay. Ja, ich habe nämlich gesagt, dass ich gestern Fernsehen geschaut habe. Ja. Und da habe ich einen neuen Film auf Netflix gesehen. Dann bist du mir gleich ins Wort gefallen. Ja. Erst habe ich gesagt, wie der Film heißt. Und dann bist du mir ins Wort gefallen. Ja. Dann kannst du jetzt wohl sagen, wie der Film heißt. Schneegeflüster. Nein. Thomas, hast du aufpasst? Nein, nicht aufpasst. Ist auch nicht aufpasst? Gut. Es Ich interessiert habe nicht einmal mich. gewusst, wo das Hotel, also die hat uns unten gesagt, wo unser Hotelzimmer ist. Und in dem Moment, wo wir weggegangen sind, habe ich gesagt, ich habe nicht aufpasst. Also sag doch bitte nicht, ob ich bei dir aufpasst habe. Ich passe einfach nicht auf. Ich weiß nicht, wie es war. Also du hast noch mal einen Versuch. Ja, also das erste Wort war wichtig. Ja, Irgendwas mit Schnee. Na, wie heißt das? Schnee. Ja, Ich sag's euch auf Spanisch, weil ich glaube, das Original ist Spanisch. ja. Das ist ein Netflix-Film, ne? Also ein Wort vor dem anderen, also das Spanisch, der Titel, den wir in Deutsch singen, der hat 5 Wörter im Spanischen. Aber das erste Wort von diesen 5 Wörtern habe ich vergessen. Also es heißt aber Sociada a la Nieva. Ja, natürlich. So, jetzt müsst natürlich Nieva heißt dann Schnee. Aha. Und was heißt das andere? Sociada. Heißt abgestürzt. Wo kannst du das jetzt dir herleiten? Sociada. Ist der Sus. Na, mit C. Mit C. S-O-C-Iada. Sozial. Ja, jetzt kennen wir schon in die richtige Richtung. Schneegemeinschaft. Ja, fast. Schneeverein. Das ist kein Verein. Schneesekte. Schneegesellschaft. Schneegesellschaft. Ah, genau. Okay.
Aber es geht darum, dass er eine Gemeinschaft aus Personen in einem Flugzeug auf einen Berg abstürzt. Wie weit darf man, du hast uns nicht aufgeklärt, was kann man alles erzählen? Ja, Wann muss man denn sagen, ja, sobald du halt dann irgendwie spoilerst, dann sollst du vorher zumindest sagen, Vorsicht, jetzt wird gespoilert. ja, bist du es erwünscht in dem Podcast? Weil du, sonst manchmal würde die Naja, Folgen dann nicht lang spoilert mal dauern. ein bisschen. Überlebensrolle. Also, 100 folgendermaßen, Sieger, es geht hat was los. mit Aliens zu Mir tun? wurde der Film empfohlen von der Michi. Die hat gesagt, wenn ich halt noch was Du musst sehen jetzt Michi grüßen. Grüße an die Michi. Wenn ich was sehen möchte, was. Also, sie hat mir erst einen anderen Film empfohlen, Rebel Moon. Und dann hast Der du ist gesagt, gut, aber den hab zuerst, ich gesehen. über den reden wir jetzt nicht drum. Ja, okay, nein, ist okay. Aber hast du den gesehen? Hast du den gesehen? Sie hat gesagt, ich soll jetzt zuerst Schneegesellschaft anschauen. Ah, okay. So, und Aber wann der hab ich, andere wäre älter. Nein, Rebel Moon ist doch nicht älter. Doch. Nein, das ist der neue Film von Zack Snyder. Natürlich muss Aber der Film wenn ich mir älter nicht sein, sein. wenn der andere 224 rauskommt. Ja, und der ist doch. Oh. Ich habe doch den vor Weihnachten gesehen. Ja, Ja, 224 waren vor Weihnachten. Wenn ihr älter sagt, dann meine ich ja mehrere Jahre. Ihr sprecht da von Wochen. Das ist alles aktuell. Also, genau, die hat gesagt, ich soll mir den Film anschauen. Und ich habe mir dann auch gar nicht den Trailer angeschaut, sondern bin gleich auf los. Ich habe bloß gesehen, wie einer mit der Nasenspitzen aus dem Schnee ausschaut. Aha. Und dann habe ich mir schon gedacht, witzig, das kann jetzt was werden mit Schnee. Ja, Ja? ja. Kolwitz. Genau, Ja. und dann ist erst mal losgegangen. Sprecher aus dem Off. Auf Spanisch, ich kann es nicht nachmachen. Ne? Hä, wie? Ist Hast du den nicht auf Deutsch geschaut? Ja, das Problem war, ich habe auf Originalsprache eingestellt gehabt. Ah. Mit Untertiteln. Mit Untertiteln. Ja. Dann war ich aber erst mal verwirrt, dann habe ich gleich umgeschaut auf Deutsch. Ja. Das jetzt ist echt spannend. Dann habe ich es auch verstanden, um was es geht. Ne? Mhm. Und dann geht es halt los. Es ist eine Rugby-Mannschaft in, ich sage jetzt einmal Spanien, Mhm. weil die haben alle recht spanisch ausgeschaut und geredet für mich. Also geredet haben sie natürlich Deutsch, nachdem ich auf Deutsch umgestellt habe, aber sie haben Spanisch ausgeschaut. Genau. Ende 1970er Jahre. Kannst du dir das vorstellen? 1917. 70. 70, ja. Ja, Da haben Thomas. es alle so blumige Klamotten noch gehabt. Ja, genau, Thomas. Also wenn du an die 70er Jahre denkst, an was denkst du da? Aus dem Bauhaus. Aber aus dem Bauhaus, ja. Aus dem Pass, genau, und was noch? Keine Ahnung, muss man sehen. Gut, Fliegen muss, wurde erschwinglich. Ne? muss fliegen. Ja, Flugreisen. Ah, okay. Ja. Mhm. Wurde für aller Mann wurde es sehr schwinglich. Ne? Und dann sieht man halt also die Rugby-Mannschaft spielen das umeinander und dann wird sich darüber unterhalten, wo sie zielen kann. Ne? Aha. Ich habe es am Anfang, ich muss jetzt sagen, kann jetzt nicht zu 100% sagen, ob das so stimmt, weil ich habe ja nicht mehr erst bei der Solitär gespielt, die erste Stunde. Aber es ging da schon darum, dass irgendwie darum ging, hey, wo kann man hinfliegen? Ich glaube, ins Trainingscamp oder was. Und dann hat einer gesagt, Wohin? Nicht auf China. Ja, Auf, wohin? so, wohin? Ja. Nicht nach China. Wohin? Also, man muss sagen, hier treffen meistens mehrere Welten aufeinander, Ja. weil der Thomas kommt aus der Oberpfalz, da ab und zu bricht mal da dieser sehr raue Dialekt aus ihm raus. Raue Dialekt. Aber der, Messer und Gabel kennst du schon. ja. Hört jetzt eigentlich irgendjemand zu? Ja, wenn du da siehst, dass da 8 Minuten Rambling drauf waren, dann schalten sie da immer wieder welche dazu und gleich wieder ab. Achso, okay. Und der Tisi kommt aus Rosenheim, das heißt, da spricht man was? Fast Hochdeutsch. Iserpreis. Das ist bei mir. Unterhalb weiß ich nicht, kennst du auch? Jeder wie er will. Jeder wie er will. Also da ist Vogelwuld. praktisch völlige Anarchie. Vogelwild. Vogelwuld. Ja. Und deswegen muss man uns da ab und zu mal verständigen. Ich bin der Einzige, der vernünftig redet. Ja, das so nicht unterschreiben. Nein. Aber okay. Auf jeden Fall, wo waren wir stehen bleiben? Hieß es jetzt, einer gesagt, auf Chile. Chile. So, Thomas, Erdkunde, Chile liegt Nicht bei uns. nicht bei uns, Nicht gar bei nicht. uns. Was ist da ein Fernseher? Südamerika. Ne? Da muss ich jetzt ausgemacht. Ja, weil mich das ablenkt. Weißt du, da werden da mit Bällen geschmissen oder was? Also, Corby, Chile. Ja. Chile liegt in Asien. Nein! Südamerika. Nein, Schmarrn, Südamerika, natürlich.
Oh. Sind wir live, ne? Gott sei Dank. Ja, das schneide ich später dann doch noch aus. So, genau, ne? Und haben gesagt, fliegen wir auf Chile. Mhm. Genau. Wo genau? Was hast du gesagt? Peru? Was? Nein, was hast du gesagt? Nach Asien? Südamerika. hast du gesagt. Südamerika. Ja, genau, Ja. aber da gibt es ja direkt die Zuordnung Chile, ne? Ja. Welches Land? Peru. Peru. Nein, so Ort, Stadt. Keine Ahnung, Welches was ich Land? war da noch Hä, nicht. was? Sie fliegen nach. Kennt man Ja, Chile ist ein Staat. Echt? Kannst du sagen, wo, Okay. wo fressen sie Ist mehr jetzt egal. Schweinfurt? Wo fressen sie mehr Schweinfurt? Da ist es. In Chile fressen sie doch mehr Schweinfurt. Das ist doch bei den Mayas, oder? Ich glaube, ihr habt also Doch, die essen Genopix. Mehr Okay. Schweinfurt. Gini. Okay. Was willst du jetzt? Du wolltest mir einen Film erzählen. Ja, Entschuldigung, ich komm wollte nichts halt da dafür, dass einfach du noch schlecht drauf ein bist. bisschen Bildungslücken. Ja, sag halt dann, wo es ist. Argentinien. Ah, Aber das muss ich jetzt schnell googeln, ob das so stimmt. Nicht, dass ich einen rechten Scheiß Wahrscheinlich sage. ist es gar nicht ist doch, Argentinien. ich dachte, Chile ist ein Land? Nein, keine Ahnung. So weit bin ich noch nicht runtergekommen. Ich war auch eher Richtung Asien unterwegs. So, Chile. Ist ein Land, ne? Santiago de Chile. Jetzt sind wir am Land da. Haben die sogar eine Flagge? Aber Südamerika ist doch ein Kontinent. Ja. Ja, ist auf jeden Fall was Größeres. Und da gibt es Länder. Ja, genau. Chile, Land. Ah ja, Shani. Chile ist ein Land. Chile ist doch kein Land. Sondern, Ach so, doch, Chile ist das Land. Und Santiago. aber erst wie blöd Oma. Super. Ja, das ist Nein, richtig das passt peinlich. schon. Das kann man nicht ausstrahlen. Das können wir nicht ausstrahlen. Ruft mal bei Google und die sollen es wieder zurücknehmen. So, Wo ist jetzt dann kommen wir zum Punkt. Argentinien Ich sehe überhaupt? da auf die Uhr. Argentinien ist unten links. Aber schon Südamerika. Schon, ja. Glaub schon. Mein Nachbar. Warte der, mal, warte, der ist warte, vor, aber- der ist vor. Na schau, ich bin ja nicht so weit weg. Da. Die liegen nebeneinander. Also, da ich hier. glaube, hier in der Geschichte dieses Podcasts ist noch nie so viel um eine Handlung herum erzählt worden. Können wir jetzt nicht anfangen, über diesen Film zu Ja, reden? aber nur noch um das ganz kurz klarzustellen. Ja, Wenn wenn man man so da, Bier. da ist Argentinien und da liegt Chile. Nein, Shani. Deswegen. Schaut aus wie Italien. Also, wo wollen wir stehen bleiben? Auf jeden Fall haben sie noch gesagt, wir fliegen auf Chile, wo es neben Argentinien liegt. Mhm. Mhm. Wir sind losgeflogen. Also man sieht dann nur so am Flughafen, wie sich die Familien verabschieden und alle sind gut drauf und der Sprecher aus dem Off kommentiert es dann immer, Ja. dass das jetzt ja alles gut betuchte was ist das jetzt? Na, red weiter. Ja, dass das ja alles quasi Jugendliche sind, die aus gutem Hause kommen. Also wir diese Rugby-Mannschaft, müssen wir uns vorstellen, Leute zwischen 20 und 25. Kannst du sich das vorstellen? Ja. Entschuldigung. Macht nix. Und Spanier zwischen 20 und 25, kannst du dir das vorstellen? Mhm. Genau. Ja, und dann wird sie verabschiedet, Hornbrillen werden getragen und alles ist super. Ne? Und also die fliegen dann nicht allein im Flugzeug, da fliegen andere Das Leute meistens auch noch ist so, mit, ne? ne? Ja, das ist jetzt kein großes Flugzeug, ist jetzt kein In der Boeing. Holzklasse, oder da merkst du, ne? dass da noch ein paar andere mitfliegen. Nein, ist eine Propellermaschine. Hast du gesagt, da ein paar andere Zipfeln mitfliegen? Okay, gut. Na, auf jeden Fall, der Sprecher aus dem Off sagt, ja, wir sind hier, also dass das ja alles aus gutem Hause sind und dann so ein Kommentar, irgendwas so in die Richtung mit, Auf Spanisch. dass man halt nicht weiß, ob man sie überhaupt wieder sieht. Ne? Aha. Genau, wie gesagt, ich kann es nicht genau wiedergeben, ich habe dir bei Herr Spider Solid Ja, gespielt. ja, haben wir schon, Hast du schon erwähnt. haben wir schon gehört, ja. Genau, ne? Und dann wird losgeflogen. Aha. Und dann denkst du schon so, Mensch, Schnee in der Vorstellung, also im, wie sagt man, Bild, im, Im wahrsten Sinne des na, das Bild, was man sieht, bevor man auf den Film drückt. Thumbnail. Im Thumbnail. Aha. Genau, hast du dort Schnee und jetzt fliegen sie los und schon so ein Kommentar, kann nicht gut ausgehen. Oh, okay. Das sagt Ja. man nie beim Flug. Wird losgeflogen. Ich, also seit wir von Madeira vom Urlaub heimgeflogen sind, habe ich mir auch gedacht, die steigen kein Flugzeug mehr nicht. Mehr. Ja, hast du recht. Ne, es ist Madeira, ist unter den 10 schwerst anzufliegenden und abzufliegenden Flughäfen. Habt ihr es gewusst? Na. Keine Ahnung. Angst und Bange habe ich gehabt, wie wir abgeflogen sind. Das Flugzeug hat sich erst mal 10 Meter nach rechts gerissen, dann wieder 10 Meter nach unten.
Patrick ist wieder mir eingeschlafen. Jetzt müssen wir Patrick grüßen. Grüße an Patrick. Ich 1000 Tode gestorben. Wir sind gelandet in Lisbon Mhm. und ich war froh. Ich war froh. Was hat das mit dem 15 da? Das ist mir gerade gekommen. Das Überhaupt mit dem Fliegen. 0,0. Ja, natürlich, weil da ging es los mit den Luftlöchern im Flugzeug. Ne? Ja, ja. Genau. Haben alle Spaß gehabt, sind gestanden und Weißt du, was jeder Flieger gemeinsam hat? Piloten. Nein, alle sind es mal wieder runtergekommen. Wow, okay. gut. Okay, ja. Auf jeden Fall losgeflogen, alle haben einen Spaß, stehen umeinander und noch Luftlöcher geht los. Ne? Und dann sind es über den, was ist das Gebirge in Südamerika? Anden. Genau, die Anden. Echt? Anden, oder? Was ist das doch? Nicht, Enten, ja. Enten. nein, nicht Anden, sondern Anden. Ja, sag ich, Enten. Ah, Ja, genau. Flirns. Und dann ist einer dabei, also die studieren alle. Und jeder studiert irgendwas anderes. in dem Flugzeug. Studieren, das haben Ja, die es sind halt Studium Studenten aus dem Ach Rugby-Team, so. die sind jetzt nicht hauptberuflich Rugby-Spieler. Ach so, okay. Nein, Ja, weiter? nein, die studieren halt. Okay, Und die spielen halt in der Rugby-Mannschaft Rugby. ja. Wer gesagt, vielleicht sind sie hauptberuflich Rugby-Spieler. Ich habe in der ersten Stunde Spider-Solität. Ja, das wissen wir Aber schon. einer hat gesagt, der studiert Arzt, also Ja. Medizin. Okay. Verrückt. Ja, Okay. Genau. Ja. Und einer Wer hat. stirbt das erst? Nein, Nicht. wer sagt das? Wer stirbt? Ja, das weiß man doch, oder? Thomas, was sagst du dazu? Ich glaube, die haben sich gegenseitig aufgegessen. Oh, er sagt nichts. Wow. Also. Da war ich richtig. Das Nein, ist jetzt immer pass so. auf, bei sie Flugabsturz, fliegen die essen heute immer. einmal alles. Die haben Die mindestens essen einen immer. Finger probiert. Also, es ist jetzt folgendermaßen: einer hat recht früher mit der Erdkunde und Geografie zum Tag, glaube ich, und erzählt dann mit den Anden und dann muss man erst außen rumfliegen, weil das Gebirge an sich zu groß ist. Dann müssen sie erst nach Süden, einmal außen rum und dann nach Norden Richtung Santiago. Mhm. So, und dann merkst du, es ruppelt und alles rumstering. Ne? Und dann denkst du so, au, witzig, jetzt geht's gleich los, weil Musi war dann auch Start. Ne? Und dann, jetzt muss man sich hinsetzen, dann anschnallen, kommt dann durch den Lautsprecher. Und weil das Flugzeug, das ist jetzt so alte Schäbern gewesen, ne? Das ist jetzt nicht was Hochwertiges, sondern da ist dann der Vorhang aufgegangen zu den Piloten und dann hast du vorne rausschauen können. Mhm. Und dann müssen wir einander schreien, mehr Schub oder weniger Absturz, ich weiß auch nicht. Ne? Absturz! Wird halt jetzt geschrien. Ja. Und na, Der Schub. Ja, sind die geschrieben, also hinten mehr Kohlen Ja, reingeschmeißt. grad so. Da hat der Kohleschaufel hat dann nur mal zack, zack, zack. Verstehst du? Mhm. Da hast die Turbinen nur mal anschütten. Naja, auf jeden Aber es Fall. war Flugzeug, kein Zeppelin. Das war Flugzeug. Propellermaschinen. Ja, und dann siehst du. Propellermaschinen. Wie viel Leute waren da drin? Ich habe da gesagt, da ging es mit dem Fliegen erst los. Ja. Was glaubst denn du? Also dass die gleich Ja, mal aber, eine Jet-Turbine jetzt, gehabt haben. Das ist das Ding, was ich vorhin draht. ja, ich weiß. Ja, vor kleine Propellermaschinen. Ach so. Die gibt es ein größer Ja, aber jetzt nochmal, wie viele Leute sind da ungefähr drin? in dem Flugzeug. Ja. Das weißt du wirklich nicht. Ja, wie viel hast du gesehen? Ja, 100. Na, 100 waren es nicht. Ne, 100. 50. 50. Sagen wir mal 50. Gute 50. 50, okay. Gute 50, genau. Ja. Lass 40 sein. Das reicht's auch. Okay. Und genau, mehr Schub und weniger Absturz und wird übereinander geschrieben, muss sich hinsitzen. Und der erste fliegt schon mal an Decken auf, weil das Flugzeug so abgehaut. Ui. Aber das ist nicht ungut. Nur sie nicht oben. Und das Schaut der- schaut der nicht. gesagt hätten sie es, ne? Auf jeden Fall. Das ist auch gut. Ah ja, was ich noch sagen muss, beruht ja auf einer warmen Begebenheit. Ja, wollte ich gerade sagen, sollen wir uns überhaupt darüber lustig machen? Nein. Ach so. Also bis Ja, jetzt, jetzt haben wir ja. Ja, schon. Ja. bis jetzt ist ja nichts Lustiges passiert. Okay, es ist eine Komödie. Nein. Ach so, okay. Tragödie. Ach so, okay. Ja, Dings. Und merkst schon jetzt als Zuschauer, oha, Oh, Aha, das kann jetzt knapp werden. okay. Und ich habe mir erst Top Gun angeschaut, den neuer. oh ja, das ist im Fernsehen gegeben, ja. Nein, auf Netflix. Du hörst mir echt überhaupt nicht zu. Gell? Ich Kommt hab auf kein- Netflix. ich hab Der keinen neue Top Kabelanschluss Gun da. kommt nicht auf Netflix. Dann war er auf Prime. Doch, auf Prime, da gab es bei den 99-Cent-Film-Dinger. Das ist Genau. 99 Cent für die Scheißzeit. Aber ich doch nicht. Scheiße, das soll die kurz sein. Auf Ja. jeden Fall, da müssen sie halt auch hochziehen und da schaffen sie es. Kommen wir zurück zu unserem Film, da Ja. schaffen sie es halt nicht. Ui, okay. Ne? Zack, bumm, siehst,
wie das Flugzeug an Kamm vom Berg, wisst ihr, wo das Kamm vom Berg ist? Es ist Ihr seid jetzt nicht so aus der Berggegend. Ja, wenn sie der Berg kampelt. Das ist der Kamm vom Berg. wenn er sie kampelt. Ja, das ist der Kamm vom Berg. Nein, ich glaube, der Kamm ist doch so ein. Das ist nah an der Spitze. Oder? Das ist, also oben, das ist ja dann der Schopf. Oder vor der Und Spitze. dann geht das ja nach unten, der Schopf. Und das, was praktisch dann von der Spitze so nach unten geht. Also, so wie du das mit deinen Händen machst, habe ich fast das Bild mit pervers. So, das wird doch dann. Was? Das ist ein Kamm. Oh. Ja, wo ist jetzt da die Spitze? Ja, da. Also, Ach so war die Spitze. Ja, aber dann habe ich ja recht. Ja, warte. Naja, das ist erstens ein Gipfel und kein Schopf. Ja, Und der Kamm ist halt alles, wo sich zwei Seiten vom Berg Bei teilen. dir war man sich nicht sicher, ob du jetzt gerade beim Gebäck bist oder beim Gebirge. Okay. So, sie landen. Na, sie stürzen ab auf den Kamm. Nein, Nee. sie touchieren den Kamm. Sie touchieren? Oder tangieren. Beides. Was heißt touchieren? Touchieren? Ja, sie berühren den. Okay. Also, Tangieren, Das ist Tangente das Flugzeug. eine Linie, wo Thomas, machen wir ein Flugzeuggeräusch, eine Propellermaschine brauchen wir. kann ich nicht. Jetzt mach halt, du hast ein kleines Kind. Nein, Da wärst du was die denn? ganze Zeit so Da brauchen wir aber ein Häuschen, wo Jetzt ich dann mach dagegen das. pusten kann. Jetzt. Ja, mach gut. Mach gut. Und Ja, weiter. gut. Ja. So, bam. Und jetzt Und jetzt? bricht das Flugzeug. Nein. Verrückt. Wie in der Titanic in zwei Hälften. Aha. Titanic ist Und nicht das so Heck? weit. Doch. Ja, Das das stimmt. Heck ist weg. Das Heck ist weg. Heck fliegt weg. Das ist doch Komödie. Was? Ja, Echt? tragisch. Es fliegt was? Das Heck fliegt weg. Ja, es wird halt weggerissen und ist weg. What the fuck? Okay. Ja, und du siehst es halt so von drinnen, sitzt so einer und schaut so zum Kollegen, Heck weg, Kollege weg. Genau. Und dann wird geschrien. Irgendein spanischer Name, Gustavo Gustavo. oder Enrico. Die erwischt immer am ersten. Ja. Am allerersten. Gustavo ist. Warum nennen deine Kinder nie Gustavo? Psst, weg. Ja, Es ist keine Komödie, ja, jetzt. Ich lach nur, weil sie lacht. So. Na, Aber welche Geschichte verfolgt man dann? Praktisch Ist die. vom Heck oder ist vom Rest? Ja. Oder Heck weg und dann geht's weiter. Ja, dann wir raus. Ja, gut. Heck weg Ja. und Gustavo und Enrico auch weg. Ja. Scheiße. Der Enrico. Gustavo war ja wurscht. Und dann haben sie Klick. Okay, sag einmal. Dann haben sie Klick, weil es ist jetzt kein, also es ist, geht nicht so ein Bowl rein. Es ist jetzt kein Gebirge, also kein Das ist ein Felsgebirge. Tal. Ja, da ist halt ein schneebedeckter Hang. Aha. Paul ist das Essen. Ja, und ein Bowl hat auch so eine Form, so eine Schüssel. Schüssel, ja. Schüssel, Die fliegen in der Schüssel. genau. Okay. Also die anderen sind recht viele Berge. Ja. Und jetzt landet die Front in der Schüssel Ja. und rutscht, wie ein Schlitten rutscht. Ja. Na? Ich möchte mal ganz kurz noch sagen, bei mir wird immer kritisiert, dass ich so lang brauche für eine Handlung zu erklären. Ja. Jetzt wisst ihr mal, dass ich eigentlich schon recht schnell bin bei Ja, aber sowas. man muss doch das ausführlich Ja, okay. So. Jetzt, wir haben ja das in der Schüssel, Ja. Heck ist weg. Heck ist weg. So, jetzt rutscht die Front. Ja. Und alle schreien umeinander. Ne? Ja. Ach, wieder spanische Namen, oder? Ja. Santiago. Gabriela und Sepp. Na, was sind denn so Spanisch? Also, einer heißt- Marco, Marco, genau. ist Marco nur- ist, einer heißt Numa, das weiß ich. Dominique oder so? Nein, Okay. Heinz Albert ist, glaube ich, auch. Ja, Albert. Alberto. Alberto, das Ja. kann sein. Ja, Alberto Ja. und dann einer heißt, glaube ich, Tutti oder so. Der Oder, Tutti, Mensch. aber nur ein Spitzname. Also es wird dann das komme ich gleich dazu. Ja, und alle schreien umeinander, weil, weiß ich auch nicht, Gott kann erklären, dass man ruhig bleibt in Ausnahmesituationen. Ne? Ja. Und also da muss ja ich schon sagen, wenn man merkt, man stürzt ab. Man möchte, also das will mir keinem wünschen und man möchte es überhaupt nicht miterleben.
Aber was ich also mir jetzt vorstellen könnte, wenn man merkt, man ist jetzt schon am Boden und die Hälfte vom Flugzeug ist weg, was jetzt nicht gut ist, aber auch die Flügel sind weg. Das heißt, da die kompletten Treibstofftanks und eigentlich fährt man nur wie ein Schlitten am Berg runter. Ja. In mir darf sich dann schon mal ein bisschen Erleichterung breit machen, muss ich sagen. Was? Wieso? Naja, weil man nicht so aufklatscht. Bam! Ja, okay. Und du verstehst nicht, warum die nervös waren, oder was? Nein, ich verstehe das schon, aber ich wollte das jetzt einfach nur mal anmerken. Ja. Ich wäre dann, das wäre in der Sache. Du hättest gesagt, oh, Mensch! Ja. Ja. Da haben wir aber noch mal Glück Ja, gehabt. in der Sag's Sache, nie. in der Sache von Scheißabläufen, die da passieren, ist das schon mal. Ist eigentlich positiv. Eigentlich sind wir gelandet und als Ja. Deutscher steht man auf und klatscht. Ne? Nächste sagen, die waren nicht dankbar. Hat da keiner geklatscht? Klatscht schon keiner, ich hab gar nichts gesagt. War aber kein Deutschlandflug. Ja, Spanier bloß. Die klatschen nicht. Na, auf jeden Fall, jetzt nimmt der Film Fahrt auf, muss man sagen. Jetzt! Die sind abgestürzt. Ja, entstehen sie erst einmal. Ja, Ja, aber nein, wir rutschen noch. okay. Es wird gerutscht, es wird geschrien, so. Und Vor jetzt, Angst. Vor Angst, natürlich. Ja, Ja. okay. Und jetzt riesen Flugzeug und ein Haufen Schnee und zeigt Reibung, jetzt bremst das Ding langsam ab. Ja. Und damals, weiß ich nicht, hat es noch keinen TÜV nicht gegeben oder es war halt alles noch nicht so verschraubt miteinander. Das Flugzeug bremst halt abrupt. Im Vordersund. Nein, das nicht, aber die ganzen Sitze, die verschraubt sind, die rutschen halt zusammen. Ja. Also Okay. alle Schrauben reißen Ja. und die Leute rumpelt aufeinander. Springring vergessen. Ein Klassiker. Ja, ich weiß nicht. Wie gesagt, ja, weiß man nicht. Ne? Mhm. Ja, auf jeden Fall müsst ihr euch vorstellen, das sind zwei Reihen. Ja. Also rechts und links Ja, und ja. da sitzen immer zwei Leute. Ja. Und die reißen alle ab, die Stühne, und rumpeln auf den Vordermann. So, und jetzt wird es interessanter, wo ich dann neben dem Spider-Solitaire-Spielen dann einmal hingeschaut habe. Weil dann Da erst! Nein, da habe ich genauer hingeschaut. Deutlich Okay. habe ich geschaut. Okay. Deutlicher. Deutlich habe ich geschaut. Und da sieht man dann, wird Leute halt aufeinander rumpeln und auf einmal wieder der spießt und da spritzt das Blut und der Knochen wird 5-mal gebrochen und das sieht man noch alles und die andere rumpelt mit dem Gesicht irgendwo rein und Okay. also so, wo du denkst, das kann mal besser sein. Ne? Aha. Also nicht so Flugzeug abstürzt und dann Schnitt und dann, ne, sondern BAM! Dies, jedes, Splatter, Ja. Knack, Ja. ja, alles. Also eigentlich gut. Naja, man fragt sich halt, in welche Richtung entwickeln wir uns hier. Und dann war mir schon klar, was der Thomas vorher schon gesagt hat. Dass keine Komödie ist. Das kann ein wenig ekelhaft werden. Ach so. Ja? Okay. Schmierig. 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 Ja. Richtig schmieriger Film. So, und dann, ja, neues zusammengerumpelt und dann ist Schnitt. Mhm. Und dann werden die Leute wach und so ein bisschen ne, und umeinander geschrien und einer hört erst nicht recht. Und also. Aber jetzt kommen wir zur Pointe. Was für ein Point? Ja, was ist jetzt der Konsens? Ist selbst so das nichts, weil jetzt geht ja der ganze Grammophon mit, oh Gott, was machen wir und. Das ist ja das, was mir an so Filmen immer langweilt. Was? Ja, tatsächlich. Darum schreiben wir sowas nicht an, weil die zückt sich dann ewig umeinander und wir und wo's und wer und wann und das Also du nervt hättest es. mich. Lass mich raten. Was Du hättest soll ich mal- sagen, du hättest es abstürzen lassen und dann wäre der Film einfach gar. Ja, keine Ahnung. Hast du schon mal verschollen gesehen? Mit dem Tom Hanks? Ja. Super. Komm, Castaway. und dann Ja, war abgestürzt ich ist, wollte hast du dann noch mehr ausgemacht bei den Krampf. Nein, Da das ging's ja erst Das los. ist ja cool, weil das ist der Tom Hanks. Das ist was anderes. Die kann man Der hat sich einen Freund gefunden. Ja. Mann, haben sie dir einen Freund gefunden? Ja. Ja, jetzt lass mich mal aus. Der Wilson, oder? Ja, Wilson! haben den Wilson gehabt. Also, und dann wacht man auf und man merkt schon, okay, ein paar können noch umeinander hatschen und können gehen, ein paar schreien und blüten und Kapitän hängt drin und Ich hab gedacht, der hat's weggewartet. Na, das Heck. Wo sitzt der Kapitän? Sitzt der im Heck oder sitzt der vorne? Ich dachte, das Heck ist vorn. oh Gott. Nochmal. Wie Es- heißt das es- dann vorn? Die Front? Cockpit.
Ja. Cockpit, ja, Front klar. und Heck, das ist schon mal. Aber das Heck ist vorne. Das Heck Ja, Du ist sitzt voll- da, Ja, ich das ist will es thematisieren. Ja. Hast du gedacht, dass das Heck vorne ist? Ja, also, Mensch, hier ist Heck. nein, Wie es Er hat ausschauen, die er Piloten. hat doch, Ja, toll. Er hat doch- so. er hat doch gesagt, es sind 2 Hälften gebrochen. Ja, Und und die das eine Heck war weg. Ja, genau, Hat er weil gesagt. es weitergeflogen ist. Er hat doch gesagt, es ist dann weitergeflogen. Und Ja. ich stelle mir das so vor, Weil das dass- Heck hinten weg war. nein, warte, ich stelle mir das so vor, bei, Wenn die nicht raus. du hast doch gerade mal gesagt, ich soll es erklären. Also, ich habe mir das vorgestellt, das ist das Flugzeug. Das hier ist vorn, also in meiner Vorstellung das Heck. Und diese Propeller sind natürlich relativ weit vorn an dem Cockpit. Ja, da kannst du mir vorstellen, wie viel wegflogen. Die Propeller sind am Cockpit. Nein, relativ weit vorn an die Flügel, ja. Und die Flügel sind doch jetzt in meiner Vorstellung relativ weit vorn. Und wenn er sagt, das ist ein Landbohrer und die eine Hälfte ist weitergeflogen. Also, ein Flugzeug fliegt in der Luft, das ist da oben. Ja. Und der U-Boot ist im Wasser, Ja. ganz weit unten. Ja. Okay, das Heck ist hinten und das Cockpit ist vor. Okay, gut, das haben wir jetzt Also, geklärt. passt. Aber trotzdem, wenn der eine Teil weitergeflogen ist, ich habe gedacht, das ist halt dann. Wieso das Heck? Wieso ist denn das Heck weitergeflogen? Ja, weil der einen Kamm tangiert hat. Tangent dieser Linie, die einen Kreis an aber, einem Punkt berührt. aber das So, heißt, das war halt kurz noch vorm Heck. aber meinst du jetzt weitergeflogen in dem Sinne in den Himmel weitergeflogen? Oder Ja, das Heck ist abgeschnitten. Es der ist Rest weggeflogen. Fort. Ja, okay. weg. Ja, okay. Das gut. ist dann Ja, das stimmt ich glaube, wir nicht. müssen den Film erst beurteilen. Ja, ich glaube, das du musst den Film. Und dann da rutschen die mit dem Heck da oben, der ist ja komplett voll mit Schnee. Ja, Ja, ich bin Wenn ja, ein Heck rutscht, der Heck macht. Der rutscht nicht, sondern der macht. ist ja gut. Die Flugzeugspitze. Ich bin halt eher so der Maritini-Typ. Und beim Ja, wo ist ein Steuerbord und wo ist Backbord? Ja, Backbord, du. Steuerbord Das- ist rechts. Hä? Steuerbord ist rechts. Kann sein. Nein, Backbord ist Steuerbord immer ist auf der rechts. Seite, wo die Küche ist. Muss auf der Seite okay. Ist bei jedem Schiff anders, oder was? Ja, Also den weil- Atlas in Hamburg. Steuerbord, sind 2 R drin, alles rechts. echt, hat das so erklärt? Ja, der Typ, wo wir in der U-Bahn Und waren. wo bei- sind die in Hamburg? Mit Hey, dir da wo wir noch. da fahren. Sei Mein Jungs sind- Junggesellenabschied. Nein, das ist Bist schon du lange ein her. Penner? Das kannst du dir noch mehr. Ja, natürlich. Ja, nicht den Abschied. Ja, weil der das so schön erklärt hat. Steuerbord sind 2 Rs drin, alles rechts. Naja, ich Aber habe meine und bei- Ausbildung beim Yachtausbauer gemacht. Und was hat man denn, wo Steuerbord ist? Aber ja, da hat gesagt, er ist der Maritim. Ja, schon, aber also gut. Das Heck ist weg. Genau, also auf jeden Fall wird umeinander geschrieben, Gustavo, Enrico, Gabriele, Ja, alle ja, drei. ja. Die ersten sind schon tot. Oh. Ja. Und der Kapitän, der Pilot, hängt so in die Seite und blüht und dann geht er hin und sagt so, wo ist das Funkgerät? Und dann hat er schon das Funkgerät dann abgeschlossen. Und dann hörst du nur, wie der Kapitän so sagt, Okay. Was? Geht Kannst du es mal wiederholen? ja, geht er dann hier so, was? Und dann, Dann ist er fort. Hast du die wieder auf Originalsprache geschaltet? ah, Okay. und dann geht nochmal einer hin. Weil sie ihn nicht verstehen, weil er nicht deutlich redet. Ich sag, red halt mit deutlich. Ja, ja. Und Das ist das was. na, geht er hier und sagt, Gott sei mit euch. Hm. Und dann weißt du schon, Auge. Au, witzig. Das hat der Kapitän gesagt, das ist aber nicht sehr aufmunternd. Ja, na, der hat gewusst, um was es jetzt geht. Okay. Die kennen sie aus. Mhm. So, dann haben sie umeinander. Und einer war der Kapitän. Ich glaube, das war der Kapitän auch von der Rugby-Mannschaft. Aber, um mich zu wiederholen, ich habe nicht genau aufgepasst, weil ich habe nebenher Spider solitiert. Was? Also, du weißt nicht, ob es der Kapitän von dem Flugzeug war, es könnte der Kapitän gewesen sein von der Rugby-Mannschaft. Nein, also der Kapitän von der Rugby-Mannschaft hat da drin schon eine Rolle und der lebt da auch noch. Ach so. Und da der halt. Ach, der ist zu dem Kapitän hingegangen. und hat mit dem- Nein, nicht der. Aber der Kapitän von der Rugby-Mannschaft lebt noch. Ja. Und weil der halt relativ gut ist in seiner Mannschaft, Mhm. Dinge, wer halt was macht, Ja. tut, ne? Ja.
Wie sagt man? Delegieren? Ja, jetzt nicht so. Managen. Das ist der Manager. Das ist nur Manager. aber Halt im Aufgaben verteilen. Ne? Ja. Also Manager. Delegieren. Und, genau. Und darum sagt er, also, ihr, da alle Toten aussehen auf den Haufen, aber mit Respekt, hat er gesagt. Und dann alle Koffer zusammensuchen und schauen, wo was zu essen drin ist und die Verletzten. Also hat der sofort gecheckt. Ja, gemerkt, das ist jetzt eine Ausnahmesituation. Ne? Also, der war jetzt auch nicht darauf vorbereitet, aber Macht nichts. er hat sich halt an mir gegeben. Ja. Und Stets bemüht ist er viel. genau. Und ja, dann hat einer, haben sie das Funkgerät reingeschrieben und ist halt nichts gegangen. Und dann, 4 ist doch ausreichend, oder? Du willst jetzt darüber diskutieren. Das hat mir jetzt gerade ein bisschen aus der Bahn Keine geworfen. Ahnung, also was ich sage. stets bemüht, das ist kein 4. Sondern Der stets bemüht ist ja Das schreibt mir für, jetzt zurück. ja, eben für so Verhaltensregelungen, das ist ja keine Note. nicht. Nein, Okay. du hast noch nie eine 4 gekriegt, oder? Nein, weil müssen wir stets bemüht kriegen. Das ist ein 4. Du hast immer, Und der 4 ist die einzige kleine Mache. Na, stets bemüht, sagt man, glaube ich, wenn. Wenn er nie was er freigekriegt hat. Ja, wenn er wollen hat. Aber die kennt Genau. Eben dann. ja, kennt mich aus. Ja, ja. Ich weiß, was ich sage. Ich dachte, das ist die einzige kleine Mache. Warum hast du eigentlich nur 4 Bier mitgenommen? ja, was ist da eigentlich los? Hier, ich sitze auch auf dem Trockenen. Ja, macht nichts. Ich habe das letzte gesichert. Und du hast Also. gesagt, wir dürfen die Minibar nicht aufmachen. Ihr wollt nichts saffen. Du bist gegangen und sagst, mi. Ich habe gesagt, ich mache keine Kneipentour bei minus 10 Grad. Es ist Da halt vorne, minus 2. da wenn du über die Brücke rüber gehst, über die Steine, und dann gleich rechts, dann sind da Automaten, da kostet du halbe Kaffee. Naja, auf jeden Fall. Gut, die sind abgestürzt. Der Rugby-Typ hat die Führung übernommen. Genau, dann umeinander delegieren und Ja. auf einmal merkt man, jetzt wird es finster, jetzt wird es kalt, Ja. alle gefrieren. Und das ist der Punkt, wo ich mir gedacht habe, interessant. Weil er geredet hat, dass die Stimme aus dem Off spricht immer wieder mal, dass jetzt halt die Temperatur in der Nacht, Temperaturen der Schiff von 20, 30 Grad haben kann und was. Ne? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben jetzt schon minus 10 Grad. Und ich renne in meiner Dauerjacken draußen rum und mir ist kalt. Ne? Ja. Und die waren alle recht sommerlich angezogen. Ach so, das gibt auch noch mit dazu. Also die haben jetzt Ah. keine kurze Hosen nicht angehabt, aber Aha, sie haben halt jetzt keine Winterkleidung gehabt und stehst halt mitten in den Schnee drin. das ist scheiße. Genau, und dann haben sie halt die offene Seite von dem Flugzeug, wo sie dann drin waren, haben sie noch mit Koffern zugebaut, dass es nicht so reinpfeift, trotzdem reinpfiffen. Arschkalt, ja. Nächster Tag, Baller Ah, gefahren. Haben die in der Nähe Bäume oder so gehabt? Ja, also hätten die da, oder haben die da Feuer Die gemacht? sind im Gebirge. Wann warst du das letzte Mal? Auf einem Gletscher. Also ich habe mir das jetzt gerade so vorgestellt, wie Du, bei... wir fahren Also jetzt das, an was, einem das, was du Wenn meinst, bei- das, was du sagst, Nein. mit einer Baumgrenze. Da Ja. sind wir aber nicht so hoch, wie die mit Flugzeug fliegen. Ich habe mir das jetzt gerade so vorgestellt, diese Winterlandschaft da bei Game of Thrones hinter der Mauer. Und da ist ja ein Wald. Also die hätten Ja. wahrscheinlich, wenn es bei Game of Thrones abgestürzt werden. Die sind mit dem Flugzeug über die Anden geflogen. Ja. Und wenn Und du da gesagt fliegt man hast, eigentlich rundum. an dem weil man es anderen nicht Punkt, schafft. genau, Also die Baumgrenze ist ungefähr 2000 Meter tiefer. Ja, die sind doch runtergerutscht, hast du gesagt. ja, in eine Bowl. Ja, aber doch nicht 2000 Meter. Ja, Die natürlich rutschen nicht. ja, jetzt rutscht man ins Tal, rutscht hier, jetzt hört der Schnee auf. Ich soll dir mal Fotos von Gebirgen zeigen. Ich zeig dir jetzt einmal ein Foto von den Anden, dass du weißt, um was es geht. Okay. Nein, das ist gut sein. Halt einfach. Nein, Also, der hat ja keine Ahnung. nein, nur um die Frage zu beantworten. Da waren keine Bäume. Okay. Da waren keine Also, die Bäume. haben sie ja kein Feuer gemacht. Nein, der Schnee brennt nicht. Aber das das ist ein war- Hammer. Ja, aber die haben doch Koffer und Kleidung und wahrscheinlich ja Reizwäsche, die keiner braucht. Und dann haben sie gedacht, ja gut, dann fackeln wir halt irgendwas ab, bevor einer da friert. Du bist ein Traumdepp, das ist der Wahnsinn. Ja, okay, aber du hast ja gesagt, es sind welche da vorne. Jetzt halt Aber dein Mund. Halt bitte deinen Mund. Also, das passt nicht einmal. Anden. Ach, ich sage jetzt einfach. Nein, das sage ich nicht.
Gletscher. Naja, ein Gletscher, das ist ein gutes Stichwort. So ein Gletscher. Leid. Was denn? Ja, also es wird spannend, ja. Ich geb dir recht, aber wenn der Film einmal wieder solche Patzer drin hat, wo er erst mal stundenlang erklären muss, wo ist vorn vom Flugzeug, wo ist hinten. Ja, nur weil du keine Ahnung Wenn hast. du nicht weißt, wo Eck ist. Also, ungefähr so schaut es da aus. Jetzt musst du es aber auch da einhalten, ne? Ja, nur dass da nicht so offen ist, wie es jetzt auf dem Bild ist. Aha. Sondern die sind Das ist ein einfach Bau. in einem Kreis von Und Gebirgskämmen. der Kapitän hat auch keine Leute mehr rumgeschickt zum macht's mal da. Hol's mal Feuerholz. Ja, nein. aber also- gut, Bäume noch. nein, Macht das ich Sinn? meine, Jetzt pass checkst du mal mal auf. die Gegend her. Den nächsten Buddy-Tag, wenn es Winter ist, Na. den machen wir in Rosenheim. Na. Du hast absolut keine Ahnung, wie es ist, durch Schnee zu gehen, oder? Im Gebirge. Ja, jetzt nur mal. Also, Gehen wir mal. die schützen da ab. Die in den 70er. Das Ja. heißt, da kein Handy, nix. Nein, Also, das heißt, die haben eigentlich Überlebenschance gleich 0. ja, Okay, dann da frieren schon die ersten. ja. Ja, dann war es doch interessant zu wissen, ob es nicht besser ist, wenn man vielleicht mal loswandert. Du warst noch nie. Nochmal, also jetzt pass auf, du hast jetzt die Jeanshosen an Ja, und deine Turnschuhe. ja. Und dann lass ich Und die sonst mal nichts. durch. Weil die jetzt gerade gemacht haben. Oberkörperfrei. Nein, Oberkörperfrei. Und dann stellst du jetzt mal vor, du latscht jetzt durch hüfthohen Schnee. Ja. Wie weit meinst du, kommst du? Ja, nicht sehr weit. Ich hab mir halt gerne 500 Meter, T-Shirt. dann frisst du ein Ei ab. Okay. Und das ist ja das, was ich meine. Da wurde es für mich interessant, weil ich mir gedacht habe, okay, Katharina kann essen, ist die eine Sache, aber dass die alle nicht schon gleich komplett erfahren sind. Ja, das wollte ich ja jetzt gerade fragen. Also, wieso sind da ein paar davor, aber nicht alle? Naja, weil ein paar halt ein wenig Verletzter waren und andere nicht. Aha. Ja, keine Ahnung, es hat jeder einen anderen Überlebenswillen. Wenn der Schwebs weh tut und dir der halbe Zeh abfällt, dann kühlst du vielleicht vorhin noch schneller aus, weil der Körper mit anderen Sachen beschäftigt ist. Ne? Aber, also, Man auch merkt wieder- schon, dass die nicht kalt auch ist. wieder bei Game of Thrones. Ja. Da fängt doch der Jon Snow da, seine Geliebte, und dann sagen die doch, ja, in der Nacht kann es echt scheiß kalt werden. Wir müssen uns jetzt wärmen anhand von unseren jeweiligen Körpern. So, erstens mal ist das ein Science-Fiction-Film. Aha. Und zweitens haben die Felle an. Also es ist Fantasy, nicht Science Fiction? Ja, oder so. Ja, Die haben Felle an ja. und es ist Fantasy. Ja, aber sie wärmen sie ja dann trotzdem. Es stimmt ja auch. Ja, also das ist jetzt schon so, die liegen auch beieinander. Okay, schon. Ja, trotzdem erfrieren halt aber. Okay. Ist halt so. So, jetzt Scheiße. kommt der ganze, jetzt geht's los, wo ich sage, ich möchte jetzt nicht spoilern. Dann lassen wir es. Ja. Ist er sehenswert, ja oder nein? Ja, Also. aber das, was du Nein, ich vorher hätte gesagt gerne hast, geschaut. man muss schon, es wird ein bisschen, Metzger-Humor. Warum ein es ist keine Metzger-Humor? Komödie, aber es wird ein bisschen kreislich. Ja, egal. Es wird aber auch tragisch, Okay. Wird es romantisch? ne? Verlieben Romantisch. Sie welchen? Gar nicht. Sind überhaupt Frauen Romantisch. dabei? Ja, und da habe ich mich mit der Michi... Warum hat Romantik nur was mit Frauen zu tun? Jetzt, ich will jetzt. Boah, die Liebe gibt es sowieso nur zwischen Männern. Mein Gott, okay. Ich habe hab parallel mit der Michi geschrieben und sie hat dann auch gemeint, also der Film war ganz anders ausgegangen, wenn es nur Frauen gewesen waren. Dann habe ich gefragt, warum. Und das kann ich jetzt nicht sagen, warum, weil sonst spoilert die wieder. Jetzt machst du mir neugierig. Also wir hauen jetzt mal ganz kurz eine Spoilerwarnung raus. Für alle, die nicht wissen wollen, wie der Film weitergeht, die schalten jetzt ab. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Jetzt redet. Ja, das geht jetzt. Ja, jetzt geht's. Ja, also. Ja, die kriegen halt Hunger. Und essen sie. Nein, Wie? also. Ich mache jetzt den Rest, die restlichen 1,5 Stunden mache ich einen kürzer. Hey, okay. Bei wie vielen Minuten waren wir denn bisher? Na, 10? 20 Minuten. Also wir reden nur seit 40 Minuten über 20 Minuten. Sehr gut, ja? Ja. Dann jetzt verzeih mal. Na, also es geht halt los, so erster Tag, dann werden über eingeblendet Stimmen aus dem Off, der und der ist gestorben, 20 Jahre, 25 Jahre, dies und jenes, keine Ahnung. Dann wird das Klump zusammengesammelt und Cracker aufgegessen und irgendwann heißt, na, weiß ich nicht, Tag
8, 9 kein Essen mehr. Ne? Scheiße. Kriegen sie Hunger. Dann sagt der eine, er schifft schon Sport. Ne? Und sie müssen jetzt was essen. Und der eine sagt, da draußen liegt Essen. Und weil es alles noch ein bisschen religiös angehaucht ist und ein paar sich vorher in der Kirche getroffen haben am Anfang vom Film, merkst du schon, okay, mit dem Kannibalismus ist man da noch nicht so weit. Noch nicht. Es war Noch nicht. Ja, Nicht so wie Hype. Nein. Ja, nein, In der Fortgeschrittenheit des Filmes. Ne? Ja. Und na ist halt der Konflikt. Da war eine moralisch, nein, das können wir nicht machen. Ja, was können wir nicht machen? Wir müssen ja überleben. Und die suchen uns. Ah ja, und genau, irgendwann finden sie ein Radio nach 14 Tagen, Monat. Und wo es halt heißt, ja, die haben jetzt die Suche eingestellt. Also Hoffnungslosigkeit. Also. Ja, und was du gesagt hast, ja, sie gehen irgendwann los und suchen das Heck vom Flugzeug. Ja. Und dann gehen jetzt diese Bollen auf Ja. und sind vielleicht so 150, 200 Meter weg. Und der andere dreht sich um und dann sagt er irgendeinen spanischen Namen. Ja. Alberto. Alberto sagt er, schau mal. Alberto schaut. Und selbst von deren Position hast du das Flugzeug nicht mehr gesehen im Schnee. Den Teil von Erna. Ja. Okay. Deswegen, es ist nämlich ein Flugzeug mal drüber geflogen, ein Suchflugzeug, aber die haben es halt nicht gesehen. Mhm. Weil du siehst da halt nichts. Mhm. Ja? Jetzt musst du dir mal vorstellen, wie das dann grundsätzlich ist, wenn so ein Flugzeug irgendwo abstürzt. Ja, scheiße. Ja, auf jeden Fall. Nichts gefunden, bloß ein Koffer, wo das Radio drin war. Auf jeden Fall, dann gehen sie wieder zurück und sterben immer wieder ein paar Leute und alle erwähnt der Haut und sind auch welche verletzt und Knochen kaputt, also Haxen und liegen umeinander. Und genau. Und genau, jetzt sind sie wieder an dem Punkt, dass da Essen liegt. Kannst du dir vorstellen, was geht? Ja. Thomas. Ja, Die andere fressen Leute. Scheiße. Nein, doch nicht. Ja, also sie fangen dann schon irgendwann an, die Doden zum Essen. Das war doch gar nicht die Frage, die ich gestellt habe. Okay, dann Was da Thomas. zum Essen rumliegt. Ja, was liegt denn da zum Essen? Ah, Ja, das war eine Frage. Ja, das keine war die Frage. Ahnung, was sollte ich. Ja, wen haben sie denn vorher mit Respekt? Ja, die Leichen, sag ich doch. Ja. Ja, sag ich Ja, doch. du hast gesagt, die fangen gleich an, sich gegenseitig zu essen. Nein. Damit meine ich doch die Leichen. Die essen die Leichen. Also, da Ja, liegen ja die Toten. ja, 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 um die geht's. ja. Ja? Und da ist halt der Konflikt. Na, jetzt kann man und doch, ja, und hin und her. Und dann ist der eine auf einmal ein Schorf von irgendeiner Wunden, was mir vielleicht schlecht war. Und er beißt auf den Schurbandel umeinander. Und ja, es ist, wie es ist. Na, dann Mahlzeit. Irgendwann rumpeln die ersten 3 raus in der Nachtdämmerung und fieseln halt umeinander. Also, in die rumpeln aus. So. Und dann rumpelt der nächste und dann schauen schon so aus, weil jetzt sind ein Fenster im Flugzeug und schauen so einer nach dem anderen und schauen so den, weiß nicht, ob es der Captain vielleicht, ich sage jetzt mal, das ist der Rugby-Captain. Ja. Schauen sie und sagen, ja, Entschuldigung, zu dem und gehen dann und sagen, ja, Entschuldigung, und dann gehen sie da aussehen. Alle entschuldigen sich bei denen und gehen halt aussehen. Und dann die Stimme aus dem Off sagt, ja, hier die 2, irgendein Name, ja, Nachname brauchen wir. Nachnamen. Ja, in Spanisch. Santiago. Santiago ist gut. Die Santiago, Ja. weil wir in Santiago die Chile landen wollten. Na, von Brücken, nein, du hast auch Santiago. Okay, Ja. also die Santiago Cousins, Ja. heute sagt die Stimme aus dem Off, die sind dafür zuständig, quasi auseinander zum Schneiden, aber so, dass die anderen das nicht sehen, dass man nicht weiß, wem man es aufisst. Mhm. Und dann wird in kleine Stickel geschnitten, das sieht man dann auch so und roh wird es gegessen. Und dann jeder isst und dann jeder ist happy. Happy. Ja, bis jetzt auf den anderen, den Nummer, weil der mag nichts essen. Ne? Ja. Und ja, sterben immer mehr Leute und werden immer mehr Tag. Und dann rumpelt noch eine Lawine mal runter. Oh, Dann sind sie mal 4 Tage verschüttet. oh, Dann sterben dann die nächsten Leute. oh, okay. Und
Ja, dann befreien sie sich aus dem Flugzeug, was verschüttet ist. Und weil dann haben sie sich im Flugzeug, ist ja da auch nicht dort gewesen, den haben sie halt dann auch aufgegessen. Und der Nummer, der Captain sag jetzt einmal, der hat es halt nicht mehr packt und hat gesagt, der muss jetzt hier raus und tritt die Scheibe ein und verletzt sich dann beim Eintreten der Scheibe. So, und dann ist einer dabei, da weiß ich dann gar nicht genau, eben weil ich es bei der Solitaire gespielt habe, wie jetzt der reingekommen ist in die ganze Konstellation, weil das irgendwie so der Badass Motherfucker von den Ganzen war. Okay. Also der hat erstens so ausgeschaut, als war er vorbereitet gewesen auf so einen Trip. Und so vom Mindset her, ja, und das packen wir und wir wandern da jetzt um und dies und jenes und alles wird geil und so. Also der war stabil unterwegs, der hat mir gefallen. Aber ich weiß nicht mehr genau, wo der her war. War nix. Ja, auf jeden Fall. Irgendwann unternehmen sie halt dann so Aktionen und gehen halt irgendwo los. Und dann finden sie das Heck vor ihnen. Damit haben sie auch nicht gerechnet. Also ist das Heck doch hinten. Vorne mal. Nein, nein. Okay. Anatomisch gesehen beim Flugzeug nicht. Hä? Und dann ist es durch die Lawine dann da verschüttet worden. Na, durch den Klack, Boom, Zack, weg. Okay. Genau. Und da haben sie das Heck gefunden und im Heck ist die Batterie vom Flugzeug. Das haben sie gewusst. Und dann haben sie gedacht, jetzt müssen sie das irgendwie reparieren mit dem Funkgerät, dass man da ans Heck kommt. Soll ich euch jetzt eigentlich den ganzen Film erzählen? Nee, Müssen wir passt. anschauen? Was? Was? Ja, Schaut's euch an. Ich möchte, Ja. ich möchte eigentlich nicht mehr wissen, weil jetzt kommen wir zu dem Punkt zur Lösungsfindung. Ich möchte eigentlich gar nicht wissen. Ja, ich glaube, ich habe, also eigentlich, wenn ihr den sehen wollt, habe ich schon zu viel erzählt. Und du, also ich habe es noch nicht ganz verstanden, von dem her. Weil du du, verstehst, er macht sich immer noch du- Gedanken um Heck und Ja, und Nein. Santiago de Chile und Argentinien. Und Aber das ist ja- Thomas, du wirst das dann abmoderieren. Ja. Ja, moderier es ab. Na Thomas, Skimp, sitzt sie wieder her. Komm her, hierher. Habt ihr gewusst, dass die unter der Brücke Ja. Leuchten haben? Also Leute, Habt ihr das gewusst? ihr habt jetzt festgestellt, dass ich, wenn ich doch über Handlung reden, wo ich doch relativ schnell bin und dafür mein Bruder mit sehr viel Leidenschaft sehr viel geiler verzeihen kann, um was es in so einem Film geht. Ja. Nur mal, es ist keine Komödie. Der Film heißt Schneegemeinschaft. Schneegesellschaft. Genau, Schneegesellschaft. Und wir können es sehr empfehlen, schaut's rein. Vielen Dank fürs dabei sein. Wir freuen uns schon, wenn wir das nächste Mal so ein Special machen aus der Senioren-Suite. Wie Und- viele Leute haben jetzt dazu geschaut? Das sehen wir nämlich dann, danach. Hm. Thomas, möchtest du noch irgendwas sagen? Genau. Ja. Und du? Aber friedliche Wiesen. Okay, gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt.